Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann öffnet bitte Psalm 95. Die Psalmen, sie sind das Liederbuch des Volkes Israel. Und sie zeigen uns Menschen in allen nur erdenklichen Gemütszuständen und Situationen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir so gerne die Psalmen lesen, weil sie immer genau in unser Leben hineinsprechen. Darüber hinaus, und das ist für viele vielleicht etwas überraschend, darüber hinaus enthalten die Psalmen auch Eschatologie. Das heißt Dinge, welche die letzte Zeit, die Endzeit betreffen. Psalm 95 befindet sich nun in einer Reihe und steht in inhaltlicher Harmonie mit den 8 sogenannten Reichs- oder Jahwe-Königspsalmen. Der erste ist Psalm 93 und das zieht sich hin bis zum Psalm 100. Und sie alle beschreiben verschiedene Facetten der Aufrichtung des 1000-jährigen Königreiches von Jesus Christus hier auf Erden. Von Jerusalem wird das ausgehen und nicht umsonst steht Jerusalem im Zentrum aller Auseinandersetzungen in Ost. Psalm 95 ist also sowohl ein praktisches als auch ein prophetisches Lied Israels. Arno Gebelein hat in unserem Kommentar zur Bibel einmal geschrieben, dieser Psalm bezeichnet einen Ruf an Israel, das der baldigen Erscheinung des erwarteten Retters, seinem König, entgegensieht. Ein durch und durch jüdisch-israelitisches Lied. Jonathan hat es ja gerade eben vorgelesen. Ich denke und hoffe, ihr habt mitgelesen. Es ist ein Aufruf zur Anbetung und gleichzeitig eine Warnung vor Ungehorsam an das Volk Israel. Nun haben wir aber vom Heiligen Geist die Ermächtigung, dieses Lied Israels auch auf uns Gläubige des neuen Bundes anzuwenden. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, oh, jetzt wird es aber schwierig, hat der Sonderoffenbarungen? Nein, hat er nicht. Er hat den Hebräerbrief gelesen. Im Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 7 bis 11 heißt es nämlich, darum wie der Heilige Geist spricht. Und dann werden die 4 letzten Verse aus Psalm 95 wortwörtlich zitiert. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht und so weiter. Herrlich. Ein Lied für Israel, aber auch ein Lied für uns. Und nur so nebenbei erfahren wir dann aus Hebräer Kapitel 4, Vers 7, wer der Autor dieses Psalms ist. Das steht hier ja nicht direkt im Text. Und zwar ist das König David. Wenn wir nun diesen Psalm einerseits im Blick auf Israel und andererseits im Blick auf die Gemeinde betrachten, so ist es wichtig, die einen von den anderen zu unterscheiden. Denn während das Volk Israel ein irdisches Volk mit irdischen Verheißungen und irdischen Segnungen ist und seinen König hier auf Erden erwartet, ist die Gemeinde, also die Gemeinschaft der an den Herrn Jesus Christus gläubigen Menschen, ein himmlisches Volk. Jonathan hat es gelesen aus dem Philipperbrief. Ein himmlisches Volk. Wir haben himmlische Verheißungen, wir haben himmlische Segnungen und wir erwarten unseren Herrn im Himmel. 1. Thessalonicher 4, 17, danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden. Wohin?
in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Lasst uns nun dieses wunderschöne kleine Meisterwerk von einem Lied deshalb zuerst im damaligen Kontext betrachten und dann auf die Gemeinde und schließlich auch auf das zukünftige Israel anwenden. Denn die Königsherrschaft Jesu ist erst im tausendjährigen Reich das große Thema. Unser Psalm 95 hat deshalb einen unglaublichen Zeithorizont, der sich vom Auszug des Volkes aus Ägypten bis zur Aufrichtung des Millenniums erstreckt. Das Zentrum allen Handelns ist Jesus Christus. Woher wissen wir das? Und wie begegnen wir ihm? Mit Angst oder Freude, wenn er kommt, wenn er wiederkommt? Unser Psalm lässt sich gut in diese beiden Aspekte einteilen. Und das führt uns zum ersten Hauptpunkt heute Morgen, die Freude dem Herrn zu begegnen. Da heißt es, lest mit, Psalm 95, Vers 1 und 2, kommt! Lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Hier wird der Herr, auf Hebräisch Jahwe, mit Fels unseres Heils bezeichnet. Im Kontext unseres Psalms, Vers 8 und 9 berichten darüber, bezieht sich das auf die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und nun ist es interessant, dass Paulus im Neuen Testament einen Kommentar über diese Wüstenwanderung gibt und er offenbart dann in 1. Korinther 10, Vers 4, wer dieser Felsen ist, der hier in unserem Psalm Fels unseres Heils bezeichnet wird. Da sagt Paulus, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Christus. Um ihn geht es. Es ist also die Stimme des Heiligen Geistes, wie wir vorher gesehen haben, der in der Trübsalzeit Israel rufen wird zu einer Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus, um ihn von Angesicht zu Angesicht anzubeten. Das soll, wie es der Text sagt, mit Jubeln und Jauchzen geschehen. Das ist also ein fröhlicher Lobgesang mit frohlockender Danksagung unter Begleitung von Musikinstrumenten, denn das Wort Psalm stammt von Psalmoi, was dem Zupfen von Saiten entspricht. Ja, Jesus ist dieser sichere, feste, stabile Fels. Er ist unser Heil. Fels unseres Heils wird er hier genannt. Ja, er ist unser Fels. Er ist unsere Errettung. Und deshalb ist unser Heil absolut sicher in ihm. Aber auch sein Versorgen ist sicher. Er ist der Fels, aus dem die Durstigen Wasser trinken, das in Ewigkeit nicht dürsten wird. Jesus sagt in Johannes 4,14, es wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Oh, bei Jesus bist du sicher und bei Jesus bist du bestens versorgt. Lass dich deshalb hineinnehmen in eine Begegnung in Dankbarkeit. Jemand hat einmal gesagt, kommt, lasst uns dies und das tun, ist viel wirksamer als 20. Geht und tut das. Ja, kommt. Und seht ihr, genauso auf diese Weise wirkt der Geist. Ist es nicht dieses sanfte Mahnen und Drängen hin zu Jesus, das uns auch immer wieder überführt und uns zur Buße leitet?
Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Dieses sanfte, einladende, freundliche, komm, komm. Was hören wir am Schluss der Bibel, in fast den letzten Versen in Offenbarung 22, 17? Der Geist und die Braut sprechen, komm, komm. Herrlich, wie das passt. Derselbe Geist, der hier spricht, er spricht am Schluss der Bibel noch einmal die größtmögliche Einladung an alle Menschen zu kommen. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komm. In der Zeit von David und Salomo wurde dieses Lied vermutlich zum Anlass von einem der 3 großen Feste Israels gesungen. Alle Männer Israels sollten ja daran teilnehmen, am Fest der ungesäuerten Brote, Passa, oder das Wochenfest Shavuot oder das Laubhüttenfest Sukkot. Ja, und hier entdecken wir bei näherer Betrachtung so eine Art Liturgie. Der Chorleiter, das war ja ein ganz praktisch gesungenes Lied, der Chorleiter, er ruft hier zur Anbetung außerhalb der Stiftshütte beziehungsweise später dann des Tempelhofs ein. Kommt, kommt, lasst uns anbeten. Und dann folgt im Vers 3 die Antwort des Chores. Es ist eine Hymne an Jahwe, den Schöpfergott. Und aus den vorigen Erklärungen wissen wir eindeutig, wer prophetisch gemeint ist. Jesus Christus. Vers 3. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Welch bescheidene Wortwahl für den machtvollen Weltenschöpfer und seine universelle Königsherrschaft. Er hat es nicht nötig, mit Superlativen sich zu schmücken, mega oder ultra, mega, giga oder ich weiß nicht was. Nein, er ist groß, das reicht, größer als alle, mächtiger, herrlicher. Oder auch in diesem Psalm 119, den wir bei der Einsegnung gehört haben, ja, Gott ist gut, es gibt nichts Guteres als gut. Er ist gut. Er ist groß. König aller Könige wird Jesus genannt. Ein großer König über alle Götter. Diese Formulierung bestätigt nun in keinster Weise die Existenz anderer Götter. Denn diese Wortwahl, die richtete sich gegen die damals vorherrschende Mythologie des Orients, wo inexistente Mächte der Natur, der Geister und Himmelswelt angebetet wurden. Es waren nur in den Köpfen der Menschen existierende Vorstellungen. Von Jesus heißt es, ihm ist gegeben was? Genau. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich finde das so eine herrliche Aussage, auch für unsere Zeit. Ihm ist nicht ein bisschen. Nein, alle. Und seht ihr, wenn die Bibel sagt alle, dann meint sie genau das. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Und unser Text, der zeigt in den nächsten Versen genau das. Wenn wir genau hinsehen, sehen wir eine vertikale Spannweite. Vertikale. Das ist Horizont, das ist vertikal. Vertikale Spannweite, genau. Vers 4. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Alles. Nun, was sind die tiefsten Punkte der Erde in Israel? Totes Meer. Und der höchste, der Hermon. Also wem gehört das Land? Sie gehören ihm. Von den Tiefen des Toten Meeres bis zum Gipfel des Hermons. Die Gruben, wo der Moloch damals angebetet wurde und die Berge, wo der Baal angebetet wurde. Ja, darüber hinaus auch die tiefsten Bergwerke dieser Welt und die höchsten Berggipfel dieser Welt. Alles gehört dem Herrn. Er hat sie alle in seiner Hand. Was
für eine Kraft? Seht ihr, da gibt es keine Ecke des Universums, welche von der alles überragenden Macht des Gottes Israels unberührt bleibt. Stehen vielleicht in Anlehnung genau an dieses Psalmwort seit dem 13. Jahrhundert auf vielen Gipfeln der Schweizer Berge Kreuze. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum stehen da zu oberst Kreuze? Ja, ist schön, Kultur oder ich weiß nicht was. Nein, nein. Eben auf den Bergen, dort ist Gott. Genauso wie zuunterst unten in den Tälern. Liebe Freunde, liebe Geschwister, lasst mich das einmal persönlich anwenden. Egal, wo du dich gerade befindest, Gott ist da. Gott ist bei dir im dunkelsten, tiefsten Tal der Nöte und Anfechtungen und bedrückenden Umstände. Jesus hat es verheißen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, nicht mal du selbst. Niemand. Johannes 10, 28. Und deshalb begegne ihm auch im dunkelsten, finstersten Tal, wo kein Ausblick und kein Ausweg erscheint, mit Dankbarkeit. Auch wenn wir, menschlich ganz offen gesprochen, nicht immer alles verstehen. Ja, wir haben Fragezeichen. Wir haben Fragezeichen. Als ziemlich genau vor einem Jahr mein linkes Ohr nicht mehr recht funktionierte und ich jetzt nichts mehr höre darauf. Aber Gott ist da. Gott lässt auch in deinem Leben gewisse Dinge zu, auch die wir nicht verstehen. Und dennoch sag ihm, danke, dass du es gut meinst. Psalm 119, was wir am Anfang gehört haben. Gott ist gut. Glaube nicht den Einflüsterungen des Teufels. Warum ich? Nein, er hat dich in seiner Hand. Liebe Freunde, begegnen wir ihm mit Dankbarkeit auch bei deinen Siegen und bei deinen großartigen Erlebnissen und Gebetserhörungen und allem Möglichen. Seht ihr, Gott ist auch bei dir auf dem höchsten Gipfel des Erfolgs. Auch dieser Gipfel gehört ihm. Glaube auch hier nicht den Lügen des Teufels, der dir sagt, ja, wegen mir, ich bin halt schon ein toller Kerl. Nein, es ist seine Gnade, unten wie oben. Nun ist es nicht nur Höhe und Tiefe, sondern interessanterweise auch Breite und Länge unter seiner Kontrolle. Das ist eine horizontale Spannweite, die wir gleich im nächsten Vers aufgezeichnet bekommen. Also wir sehen, wie die Psalmen nicht einfach irgendwie, da hatte einer mal Lust, was zu Schönes zu schreiben. Nein, das hat einen Aufbau, das hat Sinn, da hat es Gegensätze drin, Ergänzungen. Einfach herrlich, wie Gottes Wort ist. Vers 5. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben auch das Festland bereitet. Ja, gehört auch ihm. Er hat es bereitet. Diese Verse betonen einmal mehr die oft missverstandene Rolle des Herrn Jesus bei der Schöpfung. Die Schöpfung, sie ging von Gott dem Vater aus, wurde durch den Sohn ausgeführt, mit Hilfe und Kraft des Heiligen Geistes. Die vielleicht aussagekräftigste Bibelstelle dafür ist interessanterweise wieder von Paulus, 1. Korinther 8, Vers 6. Und interessanterweise gerade hier legt er auch wieder die Nichtigkeit der Götzen und Götter dar und bezeugt den einen wahren Gott. 1. Korinther 8, Vers 6, dort heißt es, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Alle Dinge durch Jesus. Alle Dinge vom Vater.
Psalm 95 offenbart also in wunderbarer Art und Weise die wirksame Dreieinheit Gottes, wo der Heilige Geist redet, wie wir vorher gesehen haben, und wo Jesus mit dem Vater zusammenwirkt und handelt. Ja, und darauf folgt die einzig richtige Reaktion, eine erneute Aufforderung des Chorleiters zur Anbetung. Diesmal, so nehmen einige der besten Ausleger an, innerhalb dann des Bezirkes der Stiftshütte bzw. des späteren Tempelhofes. Und wieder hören wir Vers 6, kommt, kommt. Das führt zu einer Begegnung in Demut. Kommt, lasst uns niederfallen und uns beugen. Lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Kommt, eine Begegnung in Demut, denn niederfallen bedeutet wörtlich Arme und Beine ausgestreckt, das Gesicht zu Boden gerichtet. Wahre geistgewirkte Anbetung lässt uns immer auf unser Angesicht fallen, aber nie auf unseren Rücken. Ehrfurcht, Respekt. Er ist heilig, ich unheilig. Er ist Gott, ich bin Mensch. Er ist nicht mein Kumpel. Er ist der König aller Könige, dem alle Macht gebührt, alle Ehre gebührt. So sollen wir ihm begegnen. Ein stärkerer Ausdruck von persönlicher Demut und gleichzeitiger Ehrerbietung gegen den Herrn geht nicht. Der amerikanische Bibellehrer Warren Wiersbe hat einmal gesagt, leider gefällt es manchem besser, die Hände zu heben und viel Lärm zu machen, als sich vor Gott niederzuknien und sich seinem Willen zu fügen. Nur allzu oft ist christlicher Lobpreis nur eine religiöse Show, bei der sich aber unsere Beziehung zum Herrn nicht vertieft. Unser Gesang muss der Stille weichen, wenn wir uns vor dem Herrn beugen. Deshalb folgt dann auch hier eine persönliche Antwort, eine ja fast innige Antwort des Chores. Nach dem Aufruf kommt, lasst uns anbeten. Ja, sie sind hier vor der Gegenwart des Heiligtums. Das ist eine Hymne an Jahwe, den Bundesgott. Aus tiefstem Herzen sagen sie, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Als Schöpfer hat er Israel als Volk und Nation ins Leben gerufen. Und als Hirte hat er sie wunderbar geleitet. 5. Mose 32,6 sagt das so. Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Israel ist nicht die Erfindung von besonderen Umständen, von besonderen Absprachen, von besonderen Notwendigkeiten. Nein, Israel wurde ganz bewusst von Gott auserwählt, Träger seiner Herrlichkeit zu sein. Er ist es, der sie gemacht hat, bereitet und ihm gehört. Und im Neuen Testament wird offenbar, wer der Hirte Israels ist. Was lesen wir in Johannes 10,14? Jesus bezeugt dort, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Jesus ist der gute Hirte Israels. Psalm 95,7 sagt hier, wir sind Schafe seiner Hand. Was für eine gewaltige Aussage. Also die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge, sie sind in seiner Hand. Und genau so ist auch Israel in seiner Hand. Und liebe Freunde, das waren durchbohrte Hände. Es sind durchbohrte Hände, als er am Kreuz für dich und für mich und für Israel die gerechte Strafe für alle Übertretung bezahlte. Ja,
Johannes 10,11 sagt das so: Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er ist nicht nur ein guter Hirte, er ist der beste Hirte. Er ist der größte, herrlichste. Ich sage es jetzt halt menschlich, ja, voller Anbetung. Wo gibt es einen Hirten wie unseren Hirten? Jesus Christus. Ja, wie wunderbar ist es, wenn jemand sich dieses Zeugnis geben kann. Ich bin auch ein Schaf von seiner Hand. Ich habe auch mein Leben ihm anvertraut, dem guten Hirten. Also wenn ich euch heute sage, du bist ein Schaf, dann ist das nicht so nett, oder? Ja, aber im biblischen Sprachgebrauch ist es herrlich. Jesus selbst nennt sich Lamm Gottes, also ein kleines Schöfli, ein kleines Schaf. Und so wird am Ende der schrecklichen Trübsalzeit, die nach unserer Hinwegnahme über diese Erde kommt, nach dieser Trübsalzeit wird Israel dem Hirten begegnen. Sie werden vor Jesus niederfallen und bekennen: Ja, du, Herr, bist unser Schöpfer. Du hast uns gemacht. Du bist unser Erlöser und wir das Volk deiner Weide. Du bist unser Erretter und wir die Schafe deiner Hand. Und diese Aufforderung zur demütigen Begegnung mit dem Herrn geht schließlich auch an alle Nationen, wie das auch Jesaja 45 bezeugt, Vers 23. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Heute fast undenkbar, aber die Zeit wird kommen. Alles läuft darauf hin. Jeff Kinley zeigt das so wunderbar in diesem Buch, das Jonathan vorgestellt hat. Alles läuft darauf hin. Prophetie erfüllt sich. Nur so nebenbei betonen diese Verse über die Natur einmal mehr in aller Klarheit, wer der Urheber und gleichzeitig auch Erhalter aller Dinge ist. Er hält alles in der Hand. Es war nicht der Urknall, sondern der lebendige Gott. Er schuf Israel als Nation, aber auch den einzelnen Menschen ganz individuell als Mann und Frau. Er schuf die Täler und die Berge sowie die gigantische Balance zwischen Meer und Festland. Er hat sie nicht nur erschaffen, sondern er hält sie fest in seiner Hand und wacht darüber hinaus über den ganzen Kosmos. Das ist schon gewaltig, wenn man bedenkt, dass sich die Erde mit den rund 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser der Ozeane mit 1670 Kilometer pro Stunde um die eigene Achse dreht. Das heißt 464 Meter pro Sekunde und wir sitzen hier friedlich in der Zionshalle und merken nichts. Und gleichzeitig bewegt sich die rotierende Erde um sich selber, bewegt sich dann auch noch in einer viel größeren Umlaufbahn mit 30.000 Meter pro Sekunde durchs Weltall um die Sonne. Macht mal das Experiment mit einer Schüssel voll Wasser heute Nachmittag und dann, ja. Nun werdet ihr sagen: Mensch, Freddy, hast du noch nie was von Gravitation gehört? Und dass die Unversehrtheit der Wassermassen eben daran liegt, dass wir uns als gesamtes Erdsystem konstant bewegen? Doch, das habe ich. Aber seht ihr, unser Text sagt, er ist es, der alles hält. Er ist es, der die physikalischen Gesetze geschaffen hat und sie erhält in seiner Hand. Denn seht ihr, wenn Gott in seiner Allmacht einmal ein wenig seine Hand von dieser Balance abzieht und zum Beispiel mal einen Vulkan freien Lauf lässt und ihn ausbrechen lässt, dann verändert sich diese Balance gewaltig. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen bekannt ist. 1815 ist
der Tambora in Indonesien ausgebrochen. Es war ein gewaltiger Vulkanausbruch. Staubteilchen wurden durch die Luftströmung über die ganze Erde verteilt. Und das führte ein Jahr später, 1816, in Europa zu einem Jahr ohne Sommer. Es war der kälteste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen mit schrecklichen Missernten und Hungersnöten. Könnt ihr alles googeln? Im süddeutschen Raum, in Cannstatt, gibt es immer noch das Cannstätter Fest, das an dieses schreckliche Ereignis erinnert, wo die Menschen so litten und der Fürst damals ihnen dann irgendwie durchhalf. Das war dann mal ein Klimawandel, aber nicht wegen deinem Diesel. Nein, weil Gott die Hand zurückzieht. Ein wenig, nur ein klitzekleines. Seht ihr, diese Gewissheit, wer die Welt im Griff hat, sie löst alle anderen Fragen. Evolutionisten, Genderaktivisten und auch Klimaaktivisten helfen nicht weiter. Wenn es darauf ankommt, haben sie keine Antworten auf die drängendsten Fragen des Lebens. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was ist der Sinn des Lebens? Es war ja schon interessant, dass in der Corona-Krise Fridays for Future verstummt ist. Und in der Corona-Krise und in den Corona-Statistiken des BAG tauchen auf einmal nur Frauen und Männer auf. Ganz im Gegensatz zu den 60 Geschlechtern, die Facebook seinen Benutzer seit einigen Jahren als Auswahlmöglichkeit anbietet. Schon interessant, oder? Selbstverständlich, und ich möchte, dass ich recht verstanden werde, selbstverständlich sollen wir Christen Menschen liebevoll beistehen, die aus den verschiedensten Gründen Mühe mit der Weltsituation, ihrer Herkunft und ihrem Geschlecht und auch ihrer sexuellen Orientierung haben, aber immer auf Basis des Wortes Gottes und des Erlösungswerkes Jesu am Kreuz. Denn nur diese Wahrheit kann wirklich helfen und nur diese Wahrheit kann wirklich frei machen, Veränderung und echten Herzensfrieden bringen. Losgelöst von biblischen Wahrheiten, die Welt und sein Leben retten zu wollen, ist nichts anderes als der uralte, kläglich gescheiterte Autonomieversuch des ersten Menschenpaares in 1. Mose Kapitel 3. Letztendlich hatten Adam und Eva wegen ihres fundamentalen Zweifels und ihres schrecklichen Ungehorsams keine Freude, dem Herrn zu begegnen, sondern nur was? Angst. Angst. Diesem herrlichen Gott, der so einen herrlichen Garten gemacht hat, mit allem, was wir uns überhaupt vorstellen können. Eine perfekte Umgebung, perfekte Umstände, perfektes Essen, voll mit Vitaminen, eine perfekte Frau und ein perfekter Mann. Angst. Sie fürchteten sich, als in der Kühle des Abends der Herr nach ihnen rief. Was machten sie? Sie versteckten sich. Angst, Angst. Sünde führt nicht in die Freiheit, in die unglaubliche große Freude. Nein, letztendlich bringt sie in Angst und Not und Elend. Und das führt mich zum zweiten Hauptpunkt unseres wunderbaren Liedes Israel, die Angst, dem Herrn zu begegnen. Der Chor, haben wir vorher gesehen, liegt jetzt oder kniet anbetend vor dem Allerheiligtum draußen und hört nun den Mahnruf des Priesters. Er hat auf sie gewartet, er hat sie schon gehört. Der Chorleiter stimmt an, die Antwort, und nun sind sie da. Er hat auf sie gewartet. Es ist eine zeitlose Aufforderung, sich unter die königliche Autorität zu stellen. Denn wahres Gottes Lob und wahrer Gottes Gehorsam gehören immer zusammen. Hier hören wir das sehnsüchtige Seufzen des Heiligen Geistes in Vers 7, dem zweiten Teil. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt
eure Herzen nicht. Für wann ist diese Botschaft? Für wann? Für wann? Für heute, oder? Steht ja. Heute ist immer heute. Es ist also eine Botschaft für alle Zeiten, für alle Generationen, denn diese Warnung gilt nur jetzt, und zwar heute. Liebe Freunde, wenn Anbetung echt sein soll, muss das Hören des Wortes Gottes immer im Mittelpunkt stehen. Ob im privaten Bereich oder in der Gemeinde. Es genügt nicht, wenn er meine Stimme hört. Ich muss auch auf ihn hören, wenn Gottes Wort vorgelesen oder verkündigt wird oder ausgelegt wird. Genau das soll jeder Mensch zu jeder Zeit, nämlich heute tun. Wenn Gott redet, sein Herz nicht verstocken, sondern es im Vertrauen und Gehorsam ihm öffnen, sich ihm hingeben. Das Herz ist der Sitz der Gefühle, Gedanken und Motivationen und aus ihm entspringen alle Handlungen. Es ist das Herz. Und Herz steht in der biblischen Sprache für Verstand, für Gemüt und auch für Willen. Ich will von ganzem Herzen. Und seht ihr, wenn sich das Herz verstockt oder verhärtet, dann hat das immer Auswirkungen auf alle drei Bereiche. Verstand, Gemüt und Wille. Dann kommt nämlich Blindheit des Verstandes, Hartnäckigkeit des Willens und Stumpfheit des Gemütes zusammen. Und deshalb hören wir in Sprüche 4, Vers 23 diese ernstliche Mahnung. Das ist einer dieser Bibelverse, den müsste man sich irgendwie anstreichen, weil er so zentral ist. Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja, Verstand, Wille, Gemüt, alles kommt daraus. Lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, mehr als alles andere wache über deinem Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was für eine Warnung vor selbstsicherer Frömmigkeit. Hör auf Gottes Wort und lass dir auch deine falschen Wege aufzeigen. Und vor allem, gib sie auf. Es war damals, aber auch heute nicht schwierig, die Stimme Gottes zu hören, oder? Das wirklich Schwierige war damals und ist heute, die eigenen Ohren wirksam gegen diese Stimme zu verschließen. Deshalb hören wir hier den dringenden Mahnruf heute. Wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Dieser Aufruf, dieser Mahnruf ist so wichtig, dass er im Neuen Testament 3-mal wiederholt wird. In Hebräer Kapitel 3, 7-8, 3,15 und 4,7. Heute verstock dein Herz nicht. Wir vernehmen einen dringenden Ruf, auf seine Stimme zu hören. Nun spricht Gott nicht mehr direkt, sondern nur noch durch die Bibel zu dir. Mittels seines Geistes bewegt er uns dann auch mit Mahnungen in unseren Herzen, eben das eine zu tun, das andere zu lassen. Er gibt auch Anstöße durch Anregung der Geschwister und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir auch in Corona-Zeiten die Gemeinschaft pflegen, den Austausch, auch wenn ein wenig speziell, aber die Gemeinschaft ist so wichtig. Und nur ganz selten spricht Gott durch besondere Umstände, wo es eben kein Bruder oder Schwester hat, wo einem das eine oder andere sagt, wo es jetzt vielleicht keine explizite Anforderung oder Mahnung der Schrift dazu gibt. Dann gibt es dann eben die Gnade, in den Umständen das Rechte zu erkennen. Wir haben die dringende Pflicht,
auf sein unterweisendes, befehlendes, einladendes, versprechendes und warnendes Wort zu hören. Wir erkennen den dringlichen Entscheidungszeitpunkt, nämlich heute. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt und heute. Gestern ist vergangen, übermorgen haben wir keine Ahnung, aber jetzt, heute. Liebe Freunde, es bringt schwerwiegenden Schaden, wenn die vorhandene Zeit und die Gelegenheit nicht genutzt wird. 2. Korinther 6, Vers 2 sagt es so, auch wieder Paulus. Jetzt ist was? Die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Herrlich. Die Bibel richtet den Fokus immer auf jetzt und heute. Gestern, ja, das war gestern und morgen, okay. Aber heute, jetzt ist die angenehme Zeit. Und schließlich hören wir die dringliche Gefahr. Verstockt eure Herzen nicht durch Gleichgültigkeit, Unglaube, Vermessenheit oder weltliches Verlangen. Ja, wer hat denn in der Geschichte Israels sein Herz exemplarisch verhärtet? Wer war das? Pharao. Pharao in Ägypten. Und haben die Israeliten denn was daraus gelernt? Das haben sie alles gesehen? Nein. Das führte sie zu Begegnungen im Ungehorsam. Vers 8, der zweite Teil. Wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Wort. Herausforderung heißt im Hebräischen Meriba, Versuchung heißt im Hebräischen Massa und deshalb heißt das ich glaube Elberfelder sagt das auch so, Massa und Meriba, Schlachter und andere sagen hier eben Herausforderung, Versuchung. Ist immer dasselbe. Das bezieht sich auf 2. Mose 17, 1-7 und andere. Zum Beispiel in Rephidim trauten sie dem Herrn nicht zu, sie in der Wüste mit Wasser zu versorgen. Eine der vielen Episoden, wie Israel dem Herrn im Ungehorsam und krasser Auflehnung begegnete. Stellt doch einmal vor, dieses Volk haderte mit diesem treuen Herrn und forderte ihn heraus. So, jetzt sind wir hier, bring mal Wasser. Sie sahen Gottes Handel in Ägypten und haben ihm dennoch nicht vertraut. Gleichzeitig machten sie ihn verantwortlich, für ihre Bedürfnisse zu sorgen. Also sie baten um Gaben, aber sie verachteten den Geber. Ist es nicht heute auch so? Liebe Geschwister, Charles Spurgeon hat einmal gesagt, wir können Gott nicht misstrauen, ohne ihn eines Mangels an Macht oder Güte zu beschuldigen. Du kannst nicht murren, nicht einmal missvergnügt sein, ohne damit tatsächlich Gott zu bedeuten, dass seine Ratschlüsse nicht die besten, seine Führungen nicht die weisesten seien, die er in Bezug auf dich hat treffen können. Zusammenfassend war Israels Verhalten in der Wüste der längste Trauermarsch der Weltgeschichte. Das bezeugt der nächste Vers. Schrecklich, was Gott dort sagt. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach. Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt. Seht ihr, es ist auch hier wieder das Herz. Im Herzen sind sie schon irre gegangen und dann nachher auch äußerlich. Und seht ihr, weil Israel im Herzen in die Irre ging, ließ es Gott letztendlich äußerlich in die Irre gehen, indem er es 38 Jahre in der Wüste umherirren ließ. Gottes Gerichte sind nicht willkürlich, sondern immer spezifisch, immer genau, richtig und vor allem absolut gerecht. Galater 6, 7. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Du wirst nicht etwas anderes ernten, als das du gesät hast. Das ist eine Unmöglichkeit, wenn du Tomaten sägst und es kommen Gurken raus. Unmöglich. Das, was der Mensch sät, wird er ernten. Nun, wie konnten denn die Israeliten Gottes Wege erkennen?
Natürlich eben durch Mose, durch die Wunder, über Wunder in der Wüste. Denken wir an die Feuersäule in der Nacht, Wasser und Nahrung für ein Millionenvolk, jeden Tag aufs Neue. Später konnte Israel Gottes Wege erkennen durch die Menschwerdung Jesu in Israel. Seine Liebe, sein Wirken, Wunder über Wunder. Und was hören wir? Jesus weinen auf dem Ölberg. Mit diesem, wer schon mal in Israel war, der weiß, dass dieser herrliche Platz, wo man da runter ins Kidrontal sieht und vor ihm das ganze Tempelplatz. Wie oft, Matthäus 23,7, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Und seht ihr, sie wollten nicht gesammelt werden. Und was war das Gericht? Genau dementsprechend weltweite Zerstreuung. Ja, auch heute sehen wir Wunder über Wunder, wie Gott handelt in der Staatsgründung. Israel ist 1948 aus der Asche des Holocaust. Eine eigene Sprache, eine tote Sprache wird wieder lebendig. Eine Gesellschaft entwickelt sich, findet zusammen. Entwicklung auf allen Bereichen. Bewahrung in Krieg und Terror. Denken wir jetzt an die aktuelle Auseinandersetzung, wo über 2000 Raketen fliegen und Gott eigentlich gnädiglich das Schlimmste verhindert. Ja, heute vor unseren Augen erleben wir doch, wie Jerusalem der Taumelbecher aller Nationen ist. Vor unseren Augen. Und erkennen wir den Herrn in den unglaublichen Segnungen des Wohlstands und auch der Freiheit, und zwar trotz Corona. Ja, wir haben unglaubliche Freiheiten. Die NZZ schrieb, den Menschen geht es trotz Corona so gut wie nie zuvor und doch sehen wir immer, was noch besser sein könnte. Unzufriedenheit kann man lernen. Aber seht ihr, Corona hat gezeigt, wie schnell alles anders werden kann. Dieses prophetische Mahnwort hier bezog sich auf die Israeliten in der Wüste, Vers 11. So dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Das durften nur Josua und Kaleb anders haben. Sie durften das verheißene Land betreten, alle anderen mussten sterben. Laut dem Hebräerbrief bezog sich das auf die Generation, die Jesus verwarf und kreuzigte, und es wird sich auf die zukünftige Generation von Israeliten in der Trübsalzeit beziehen, welche in ihrem Unglauben den kommenden Herrn verwerfen werden. Ihr Unglaube wird sie von den Segnungen des tausendjährigen Reiches ausschließen. Machen wir uns nichts vor, nur wer seine eigenen Sünden vor Gott bekennt und Vergebung beim Herrn Jesus sucht, nur der wird in die Ruhe eingehen. Denn nur durch Jesus hat Gott eine vollständige Sühnung unserer Schuld, eine dauerhafte Errettung, ein sicheres Heil geschaffen. Der Unglaube schließt jeden Menschen, unabhängig in welchem heilsgeschichtlichen Zeitalter er gelebt hat, von der Ruhe Gottes aus. Wenn Jesus das zweite Mal nach Israel kommt, soll sein Volk aus den früheren Fehlern gelernt haben und bereit sein, ihm mit Freuden zu begegnen und ihn als König anzubeten. Ich komme zum Schluss. Wie sieht es bei uns aus, bei dir und mir? Ist Angst oder Freude, wenn Jesus wiederkommt? Oh, nutze das heute und bring dein Leben in Ordnung. Jemand hat einmal gesagt, ihr könnt nie zu früh bereuen, weil ihr nie wisst, wann es zu spät sein mag. Sage dem Herrn, ich will bereit sein, wenn du wiederkommst. Ja, ich will mich freuen, wenn du wiederkommst. Maranatha, komme bald, Herr Jesus.
Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für dein lebendiges Wort aus Psalm 95, wo du auch mich mahnst, immer wieder das Heute zu nutzen und nicht auf morgen zu verschieben, was heute in Ordnung gebracht werden muss. Gib uns allen diese Gnade, das Heute zu nutzen. Gib uns Gnade, heute sich dir ganz neu hinzugeben oder erstmalig, damit wir nicht zu Schanden werden, wenn du wiederkommst. Wirke Errettung, wirke Wiederherstellung, wirke Erneuerung aus Gnaden in unserem Leben. Wir danken dir dafür. Amen.